wo sich der Fuchs und der Hase gute Nacht sagen. Kennst du den Ausdruck? Gemeint ist ein Ort, der eher ein bisschen abgelegen, ruhig und in der Natur ist. Von einem Fuchs haben wir es jetzt auch, allerdings von einem, der nicht mit Hasen verkehrt, sondern mit einem Igel. Ich bin Anna Zöllig und wir lernen die Märchendetektive Fuchs und Igel kennen, die dem verzauberten Prinz Ferdinand helfen müssen. Der ist nämlich in einen Frosch verwandelt worden. Warum und was er dagegen machen kann, los selber. Da kommt sie, mein Herr. Prinzessin, wo jeder Bewerber abblitzen lässt. Aber wir wickeln die schon um den Finger, nur keine Angst. Quack, Wasser. Sogar nur als Frosch sprechen die alle Herz. Ihr werdet es schon sehen. Wasser. Lieber Heinrich, ich brauche Wasser. Quack. Ja, schon gut. Ihr könnt dich jetzt gerade am Brunnen laben. Oh ja. Ja. Quack. Oh, das Wasser ist herrlich kühl. Entschuldigung, königliche Hoheit. Ich habe nichts zu tun mit den neuen Dienern. Bewerbt euch gefälligst im Schloss oben bei meinem Vater. Aber wir... Das letzte Wort dann nehmen wir schon ich. Wasser. Quack. Ja, aber Hoheit. Ja, der herzige Frosch. Quack. Herzlichen Dank, liebe Königstochter. Wie heisst denn du? Quack. Darf ich mich vorstellen? Prinz Ferdinand Quack von der Sonnenburg. Ein Froschprinz. Ja, wir's neu auch. Quack. Und wenn du erlaubst, königliche Hoheit, dann würde ich dich gerne zu einem kleinen Quack-Spaziergang einladen. Spaziergang? Quack. Du meinst eher einen Kumpigang? Boing, 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 boing. Quack. Quack. Sie lacht mich aus. So wird nie etwas daraus. Wartet nur, mein Herr. Quack. Und der Diener spielt auch noch mit. Mein Name ist Heinrich. Also gut, Heini. Die Zirkusnummer mit dem Frosch gefällt mir. Einmal etwas Neues. Du bist angestellt. Quack. Vielen Dank, Hoheit, aber ich brauche keinen Job. Hast du nicht verstanden? Ich habe dich gerade angestellt. Ja, schon. Aber ich will meinem jetzigen Herr Trio bleiben. Quack. Den Wasserplotschi da. Wenn Sie mich nur kurz erklären. Das meinst du aber nicht im Ernst. Moll, das ist eine absolut ernste Angelegenheit. Du bist entlassen. Ja, aber... Ernste Leute langweilen mich zu Tod. Ab mit dir. Nicht für ungut, Hoheit. Mein Herr, ich glaube fast, wir müssen es ein anderes Mal Sind wir immer noch probieren. da? Quack. Quack. Sie hat mir Wasserflutschi gesagt. Quack. Jesus, nein, mein Herr! Haut ab, habe ich gesagt. Nein, Prinz Ferdinand, jetzt taucht doch bitte wieder auf, bitte! Jetzt verschwindet endlich und kommt ja nie mehr zurück. Ein Froschprinz, Sie hätte es ja müssen wissen. Man hat uns angeschmiert, Igel. Die Burg ist aber dann wunderschön. Ja, vielleicht können wir uns an ein paar Antiquitäten bedienen. Stellen? Aber Fuchs? Nur eine kleine Entschädigung für unsere vergütete Zeit. Nein. Ja, komm, heb deine Pfoten zusammen. Ja, aber nicht stechen, dass ich reinstechen kann. Komm, komm. Ja, ich wollte mal zum Fenster einschauen. Ist gut so? Ja, noch ein bisschen höher. Ja. Höher. Ja. Nicht stechen, Kopf. Los, Fuchs. Ich glaube, es kommt jemand. Mist. Es tönt wie ein Ritter. Siehst du ihn? Gar nichts gesehen. Aber wir gehen wieder. Es kommt aber jemand. Und mit was wollt ihr uns zahlen? Hä? Das ist ein Armenhaus, Igel, komplett leer geräumt. Da hängt nicht einmal ein verfranster Gobelin an der Wand. Was? Ja, ein Wandbild. So, komm, jetzt gehen wir wieder. Ah, Herr Igel, Kommissar Fuchs. Grüezi. Endlich. Ich bin der Riese Heinrich. Entschuldigung, wir haben uns verlaufen. Komm, Igel, komm. Aber Fuchs... Nicht vorgehen, bitte, gehen Sie nicht. Alle sind gegangen. Dienstmädchen, Gärtner, Dritter. Sogar der Hofnarr ist auf und davon.
Und jeder hat sich geschwind nur an den Habseligkeiten von meinem Herr bedient. Igel, komm jetzt endlich. Ich will aber seine Geschichte hören. Niemand glaubt daran, dass mein Herr wieder ein Mensch werden kann. Igel? Nur ich bin geblieben. Mit meinem Schmerz. Und dem Schlüssel zur Schatzkammer. Ein Schlüssel zu... was? Ich bin tief berührt vom Schicksal von Ihrem Herr. Nur keine Angst, Herr Ise. Fuchs und Igel, die Märli-Detektiv, bringen das alles schon wieder in die Ordnung. Wirklich? Ja. Gut, dann kommen Sie doch rein. Ja. Bitte. Gut, Fuchs, wieso hast du... Jetzt komm jetzt hin. Entschuldigung, Herr Heinrich, aber haben Sie eine Rüstung an? Nein, warum? Nicht. Es ist nur... ich meine, was quietscht denn so, wenn Sie laufen? Igel, so etwas fragt man nicht. Warum nicht? Das ist schon in der Ordnung. Ich kann darum eben... Ja, wie soll ich jetzt das erklären? Also, wo mein Herr als Frosch da in die unergründliche Tiefe von dem dunklen Brunnen abgetaucht und nicht mehr raufgekommen ist, da war es mir gsi, wie wenn es mein Herz vor lauter Weh und Traurigkeit versprengen. Aha. Und jetzt haben Sie sich aus so etwas zusammengeschmiedet, dass es Ihr Herz nicht verjagen kann? Genau so ist es. Ich habe mir 3 Bänder aus Eisen ums Herz legen. Das ist das Einzige, was mich noch zusammenhält. Ja. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Ich hole gerade etwas zum Trinken. Ja, gern. Der ist ja total durchberot. Warum? Ja, wieso nimmt er nicht alles Gold und den ganzen Schmuck aus der Schatzkammer und macht sich ein schönes Leben? Er will denken, dass sein Froschprinz wieder ein Mensch wird. Es sagt dann, die Schatzkammer ist leer. Hey, wahrscheinlich gibt er nur Atem mit, zum Eindruck schinden bei uns. Igel, ich gehe jetzt ein bisschen umschnüffeln. Wenn irgendwo Gold versteckt ist, dann schmecke ich das. Aber ganz sicher. Ja, sicher, ja. Wo wollen Sie ja hin, Herr Fuchs? Sirup, Wasser? Oh, ich suche ein WC, wenn Sie so freundlich wären. Ah, der Gang ab, die zweite Tiere links. Merci, merci. Ich nehme gerne ein bisschen Sirup, bitte. Für mich Wasser. Ihr Herr Chef, Ja. ist alles in der Ordnung mit ihm? Der Fuchs, meinen Sie? Ja, der ist nur ein bisschen gereizt. Aha. Sie haben einen aussergewöhnlichen Scharfsinn, Herr Igel. Ja? Sie merken sofort, was in anderen Menschen vorgeht. Jetzt machen Sie mich aber ganz verlegen, Herr Heinrich. Ja, Sie sind genau wie mein Prinz Ferdinand. Viel zu gut und zu anständig. Herr Heinrich, wir retten ihn ganz sicher. Machen Sie sich nur keine Sorgen. Ja, aber die Prinzessin, die besten Königsseen der Welt sind ihr nicht gut genug. Wie soll man sie denn da von der Vorzüge von einem Frosch überzeugen? Und wenn er eine Heldentat vollbringen würde, zum Eindruck machen bei ihnen? Aha. Schickelt, davon hast du keine Ahnung. Dass sie sich in einen Frosch verliebt, kannst du glatt vergessen. Warum? Ja, los jetzt. Wir machen das ganz anders. Stellen Sie sich einmal vor, die Prinzessin wird von einem äußerst charmanten Fuchs umworben. Ja, Sie meinen doch nicht etwa sich selber? Ja, lassen Sie mich ausreden. Ich nehme, ganz vorsichtig natürlich, Ihren verwunschenen Froschherr ins Maul. Ich weiss denn nicht. Bitte Äpfel da. Ja, also, und wenn Prinzessin mir einen Kuss geben, dann mach ich das Maul auf und sie gibt statt mir einen Froschkuss. Miraculum profundum, ein wäschechter König kommt mir zu den Schnauzen aus. Genial, oder nicht? Das ist genial, ja. Ja, schon, aber ich frage mich halt nur... Was denn? Bitte sagen Sie es uns. Ja, ich weiss nicht, eben einfach ein Kuss langt. Im Fluch heisst es eben, sie müssen echte Liebe für ihn empfinden. Aha. Für den Frosch? Ja, darum ist vielleicht die Idee mit dieser Heldentat doch besser. Dann greifen wir halt auf Plan B zurück. Der Frosch gewinnt die Liebe von der Prinzessin mit einer selbstlosen und halsbrecherischen Heldentat. Jawohl. Komm, Ingel. Wir brechen auf, zum Helden machen. Aber Fuchs, das war doch meine Idee gewesen.
Ferdinand. Jetzt lege ich da noch Hallo. ein altes Gras drüber. Wo sind Sie? So. Prinz Ferdinand. Igel, schau, was siehst du da? Wo? Gut tarnet, gell? Ich sehe nichts. Ja, was? Kopf, wenn man nur wüsste, welcher von diesen vielen Fröschen am Brunnen um unsere verwunschene Prinz ist. Prinz Ferdinand. Igel, hat's denn keine mit einer Krone auf dem Kopf? Ja, wenn sie so einfach wäre. Ja, also wenn er die Prinzessin will haben, dann muss er sich schon ein bisschen Mühe geben. Ich gebe mir ja Mühe für verrückt. Ah, da ist er ja. Ich erzähle ihr schöne Geschichten, mache lustige Witze, bewundere ihre Schönheit, es hilft alles nicht. Sie stöhnt nur die ganze Zeit sich selber an in dieser blöden, goldigen Kugel, die sie immer bei sich hat. Wegen dieser blöden, eingebildeten Gans muss ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende ein Frosch bleiben. Nur keine Angst. Sie kommen die Prinzessin über. Mit einem Trick. Was für ein Trick? Sie soll mich gern haben, so wie ich bin. So kommt es am Ende auch raus. Sie müssen nur eine Heldentat vollbringen, um ihr zu imponieren. Tapfer bin ich schon, aber was müssen Sie denn genau machen? Igel, Prinzessin kommt. Wir müssen uns verstecken. Ja. Es kommt uns schon noch etwas zu Sinn, Prinz Ferdinand. Also, nur nicht den Kopf hängen. Jawohl. Igel, komm da, hinter das Gestrüpp, Igel. Jetzt lauf die Dame voll in die Falle. Was für eine Falle? Ja, deine Idee mit der Heldentat ist wirklich Gold wert, Igel. Gold. Die Schatzkammern auf der Sonnenburg habe ich dann gefunden. Ah ja? Ja. Hat durchs Schlüsselloch geschaut. Ja, der Heiri mag ja Eisen um sein Herz herum haben, aber sein Herz selber ist aus purem Gold. Also kommst du auch etwas über von dieser Goldbeute, okay? Als Belohnung. Oder nur lieber... Ja, sonst kauft er ein Glas, wenn dir das lieber ist. Ich meine, weißt du, was ich mir schon immer gewünscht habe? Ruhig jetzt. Ja. Ah, meine liebste Kugel. So schön glänzest du in der hellen Sommersonne. Ja, genau. Nur ein bisschen näher. Was hast du da für eine Schnur in der Hand, Fuchs? Ruhig jetzt. Muss mich konzentrieren. Ja, so. Noch ein bisschen führen. Ja, noch ein bisschen. So ist gut. Und jetzt... Nicht ziehen, Fuchs, sonst geht ins Wasser. Holt ihn weg. Mist. Sie ist nicht eingegangen. Gott sei Dank. Und wie sollen sie jetzt retten? Du und deine blöden, dummen Stacheln. Meine Kugel. Meine liebste Kugel. Weg. Für immer in den dunklen Tiefen vom Brunnen verschwunden. Du hast meinen Plan total vermasselt, Igel. Wie willst du denn jetzt einen Held aus ihm machen, hä? Das weiss ich auch nicht. Ja, also lass mal, Prinzessin aus dem Brunnen rausholen. Sie eigenhändig vor dem Vertrinken bewahren. Das ist doch die Idee gewesen. Oh ja, und wenn sie wirklich vertrunken wäre? Was hast du denn, Königstochter? Du lärmst ja, dass ich einen Stein verbarmen will. Ach, du bist's. Alter Wasserpflotschi. Ferdinand, bitteschön. Ach, Ferdi oder Frosch ist mir doch egal. Meine goldige Kugel ist im Brunnen gefallen. Du musst nicht briegen, ich kann dir helfen. Aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielzeug wieder aufhole? Oh ja, das ist gut. Siehst du, Fuchs? Er wird doch ein Held. Eine Kugel aus dem Wasser fischen. Grossartig. Mal. Ja, los. Ich geb dir was du willst. Meine Kleider, meine Perlen, Edelsteine, sogar die goldene Krone auf meinem Kopf. Fuck, interessiert mich alles nicht. Oh, was hat denn der für ein Problem? Psst. Ja, was? Aber, wenn du mich gern haben und ich die Gespane und Spielkamerad darf sein, wenn ich an deinem Tisch sitze, neben dir, von deinem Teller essen, aus deinem Becher trinken, in deinem Bett schlafen, wenn du mir das alles versprichst, dann schwimme ich ab und hol dir deine goldene Kugel wieder rauf. Ja, ich verspreche dir alles, was du willst. Jetzt hol mir endlich die Kugeln rauf. Quack, aber gern, liebe Königstochter. Siehst du jetzt, Fuchs, er macht's genau richtig. Ja, das ist ja keine Heldentat, Igel. Das ist Erpressung. Aber es geht doch darum, dass sie ihn mit aufs Schloss nimmt und an ihrem Leben teilnehmen. Und mit der Zeit lernt sie dann schon, wie sie ihn richtig gern haben. Und viel zu kompliziert, Igel. Wieso? Meine Kugel? Bitte schön. Meine liebste Kugel? Liebe Königstochter. Hey, wart! Nimm mich mit!
Ich bin nicht so schnell wie du. Oh, das tut mir leid, Prinz Ferdinand. Das ist wirklich nicht anständig von ihr. Kommen Sie, wir nehmen Sie mit. Ihr könnt alle bleiben. Was soll's? Sie lässt mich sowieso nicht rein. Ja, dann greifen wir halt auf Plan C zurück. Plan C? Ja, C wie Kappe. Also, Chapeau. Was wollen Sie denn mit Ihrem Hut da? Ganz einfach. Sie wollen ins Schloss, wir schmuggeln sie rein. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Es hat Änderungen gegeben beim Dienstpersonal. Sorry. Wie lange bleiben Sie das mal? Ja, das Mittagessen servieren heute der Herr Fuchs und der Herr Igel. Zu Ihren Diensten. Bitte sehr. Das sind ja Tiervater. Der mit dem Fähli, der hat sicher Läuse. Ja, selbstverständlich habe ich beide gründlich auf Ungeziefer untersuchen. Die Gabel kommt auf die linke Seite, das Messer auf die rechte. Oh, pardon. Und geräuschlos. Entschuldigung. Guten Appetit, liebes Kind. Liebe Gäste, wir wünschen einen guten Appetit. Wo hast du deinen Hut? Ich musste ihn abnehmen, wo wir den König begrüßt haben. Ja, und der Prinz Ferdinand? Hä? Der Frosch? Wahrscheinlich rausgekumpelt. Ja, aber... Nein. Also, wenn ich den Hut angehabt hätte... Igel, der Frosch ist gar nicht das Problem. Wir müssen uns auf die Königstochter konzentrieren, ihre Schwachstelle finden und sie weichklopfen. Ja. Diener, mein Glas ist leer. Jetzt geht's los. Ich mache von beiden fertig. Igel. 2 Minuten. Gib mir Karaffe. Da. Ja. Bitte, liebe Tochter, versprich mir, dass du diesen beiden Dienern eine Chance gibst. Bitte schön, verehrte Prinzessin. Unmöglich. Oh, ist etwas nicht recht? Königliche Hoheit? Haben die denn überhaupt keine Seite? Man schenkt immer von rechts ein. Oh, excuse. Liebes Kind, bitte, habt nicht immer gerade so hohe Ansprüche. Ich bin eine Prinzessin, Vater. Und zu einer Prinzessin gehört, dass sie Ansprüche hat. Oder willst du lieber, ich wäre wie meine Schwestern und würde einen von diesen Schmarotzer heiraten, die den lieben langen Tag im Schloss rumlümmeln und sich auf deine Kosten ein schönes Leben machen? Noch ein paar Nüdeli vielleicht, Prinzessin? Von rechts, siehst du? Ja. Dann lassen wir halt den Fuchs gehen und behalten den Igel. Aber der Fuchs ist viel kuscheliger. Ja, und wenn wir den Fuchs behalten und den Igel entlöhnt, wärst du dann glücklich, Liebs? Wir können sie auch streicheln, am Bauch. Mich können sie aber überall streicheln. Nein, Vater. Ich will beide nicht. Sie sind mir einfach viel zu ordinär. Tochter, einen behalten wir. Du hast es versprochen. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Außer mit diesen beiden. Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Hast du noch etwas zum Essen eingeladen, Liebs? Dann mach doch auf. Mist. Vor was hast du denn Angst, Kind? Meinst du, es steht ein Reis vor der Tür, den ich will holen? Es ist kein Reis, sondern ein grusiger Frosch. Majestät, Ihre Tochter hat dem Frosch versprochen... Igel, heb dich da draus. Was will denn der Frosch von dir? Meine goldene Kugel ist im Waldbrunnen gefallen. Der Frosch hat sie wieder raufgeholt, das ist alles. Und jetzt meint er, vergiss es. Er ist eklig und schlimmig und gehört nicht ins Schloss. Was hast du ihm versprochen? Nichts. Wirklich nichts. Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Du hast mir's gestern beim kalten Brunnen versprochen. Also doch. Du weißt, liebe Tochter, was man verspricht, das muss man auch halten. Ich habe ihm gar nichts versprochen. Nur wie der blöde Igel das jetzt behauptet. Mach ihm auf. Was? Du hörst auf den doofen Tierdiener und nicht auf deine eigene... Jetzt mach ihm endlich auf. Nein! Ich will
Ein Frosch, ich meine. Ein Frosch. Was? Danke, Prinzessin. Vater, es ist ja fast Mitternacht. Ich will endlich ins Bett. Erst wenn du deinen Teller leer gegessen hast. Ich bringe aber kein Brösmeli mehr runter. Mit dem am Tisch. Der gute Frosch hat einen gesunden Appetit, das ist alles. Du hast keine Ahnung, wie das beim Brunnen ist. Den ganzen Tag immer nur Fliegen essen. Er trinkt aus dem Teller, wo er drin hockt. Weg! Grusig! Fuchs, ich glaube, die Prinzessin fährt sich langsam an verlieben. Was meinst du? Es ist aussichtslos. Schon wieder ein Fall voll in die Hose gegangen. Nein, sie mag ihn wirklich. Ich sehe sie in den Augen an, wie sie ihn anstieren. Also wie jemand, der gerade in einen Hundsgagel trampelt ist. Jo! Jetzt habe ich genug gehabt und bin müde. Trag mich auf dein Kämmerli, liebe Königstochter. Und mach dein seidige Bettchen weg. Dort wollen wir anliegen und schlafen. Nie im Leben kommt das kalte, geschliffrige Ding da in mein kuschelige Bett. Jetzt auf mit euch zwei. Du hast versprochen, Kind. Aber Vater! Was interessiert sie das Versprechen, wenn sie nicht will? Was küschelt sie da, Herr Igel? Ermutigen Sie etwa meine Tochter, zum ihres Versprechen brechen? Nein, ich habe nur gemeint... Sie sind entlassen. Raus! Nein. Ich will doch lieber die Igel behalten. Schluss jetzt! Und ab ins Bett mit dir! Zusammen mit dem Frosch! Los! Jetzt lupfen auf! Komm, Igel, bist nicht traurig, dass dir der König rausgeht. Ich komme schon allein zusammen. Mach dir keine Sorgen. Ich weiss schon, wenn ich einen Held aus ihm machen kann. Plan D. Geht dich nicht an. Da ist Störung. Leb wohl. Aber Fuchs, ich könnte doch... Fuchs! Fuchs. Blöd. Ich muss irgendwie ins Zimmer von der Prinzessin kommen. Der Fuchs macht vielleicht wieder etwas nicht so. Oje, oje, oje. Aber welches Feister ist echt ihres? Oh. Wahrscheinlich das dort. Ganz weit dort oben. Oje, 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 oje. So, Deli. Ist das die Tür zu Ihrem Gemach, Prinzessin? Ja. Bitte schön, Prinzessin, nach innen. Entschuldigung, Quack, aber hint. Die bleiben draussen. Aber ich muss doch schauen, dass Sie die Prinzessin... Das schaffe ich euch allein, Quack. Danke vielmals. Mist. Was mache ich jetzt? Dann kommt jetzt halt Plan E. Oder bin ich schon beim F gewesen? Also, genau. Das Schlüsselloch. Und du bleibst da im Eck und kommst ja nicht ins Bett krochen. Verstanden? Ich lasse mich nicht so an, wenn ich mich abziehe. Also ich bin wirklich nicht gemacht für zum glatte Mauern aufkreisen. Niemand findet mich halt. Oh nein, das wird fast runtergehen. So, aber ich muss da rauf. Rauf muss ich. Rauf, ja. Rauf. Wenn der Fuchs nur nicht... Nein. Dann lebt es daran händig. Wirklich nicht mehr, dass sein Herr wieder ein Mensch wird. Ich muss rauf. Jetzt hört doch endlich mit dem Gequaken auf, hörst du? Jesus, wie siehst denn du aus? Ich blase Triebs an. Was soll ich denn sonst machen da im Ecke? Du blasest dich ja wirklich auf dabei. Quack. Quack.
Hör auf! Hör jetzt auf! Bitte hör auf! Also gut, ich höre auf. Aber ich will nicht die ganze Nacht da im Ecken hocken. Ich will so weich schlafen wie du. Liebst mich rauf. Oder ich sag's deinem Papi. Nein! Also gut. Bist du jetzt zufrieden? Wack. Noch ein einziger Quark und du fliegst. Verstanden? Wack. Du bist unmöglich, weißt du das? Aber wenigstens nicht so langweilig wie all die geschnickelten Königssöhne. Ständig heben sie meine Hand an, mit kitschigen Liebesgedichten und schwüstigen Lobeshymnen. Boah. Du bist anders. Richtig lustig und süß und irgendwie auch ein bisschen kratzbürstig. Aber mach dir ja keine Hoffnungen, verstanden? Zwischen dir und mir läuft gar nichts. Du bist einfach viel zu wüst. Wack. Aber wir können gute Freunde sein, wenn du willst. Ich hätte doch drinnen im dunklen Brunnen sollen bleiben. Jetzt bist du doch nicht gerade beleidigt. Du bist mein lustiger kleiner Wasserpflotschi. Gute Nacht. Ich will jetzt schlafen. Jetzt gib ihr einen Kuss. Ein Kuss. Gib ihr einen Kuss. Gib ihr einen Kuss. Ein Kuss. Jetzt gib ihr einen Kuss. Gib ihr einen Kuss. Gib ihr einen Kuss. Ein Kuss. Ein Kuss. Und wachs ja nicht, mich anzulangen. So schmeiße ich dich zum Fenster aus in den Wassergraben. Du alter Schlimme. Wenigstens ein Gute-Nacht-Kuss. Ja, ein Kuss. Wie bitte? Ich soll dir einen Kuss geben? Spinnst denn du? Du bist ein Frosch. Quack, bist so gut. Nur ein munzig, kleines Schmitzli. Den lasse ich dich in Ruhe. Versprochen. Aber nicht mit der Zunge. Aber nur, weil du so ein Lustiger bist. Und es bleibt bei dem einen einzigen Kuss, klar? Ja. Oh ja, sie macht's. Sie spitzt statt Lippen. Oder doch nicht. Weg, du Säumiger, in den Graben mit dir! Ui, nein. Ui, ich wollte dich nicht an die Wand rühren, sondern aus dem Fenster, wirklich. Es tut mir leid, liebes Fröschli. So wird doch wieder wach. Was machen sie jetzt dort am Boden? Ich sehe gar nicht richtig. Und lassen Sie sich ja nie mehr sehen da. Sie sind ja kein Fuchsi, Sie sind ein Säunickel. Das ist aber nicht so gewesen, wie Sie meinen, der König. Was sagt nicht? Du Schlüsselloch Spionierer. Fuchs, er ist ein Mensch. Er ist wieder ein Mensch geworden. Was machst du da im Wassergraben, Igel? Hey, komm mal gerade raus. Du, Fuchs, wir müssen sofort zum Eisenheinrich. Sein Herr ist erlöst. Wieso weißt du? Bist du? Hast du etwa das Fenster dort oben spioniert? Nein, ich kann nur wollen... Was hast du gesehen? Ja, also gesehen habe ich eigentlich nicht viel, aber... Ich hör's. Ich auch. So, Isenheiri, da ist es. Das Schloss von der Prinzessin. Und vordran wartet sie auch schon auf uns. Mit dem König und mit dem Prinz. Ferdinand. Ich has ja gesagt, er ist wieder ein Mensch. Wieder ein Mensch. Ich kann's fast nicht glauben. Mein Prinz. Meine Kutsche. Steht dort nicht der Schnüffelköter hinten drauf? Und der knuddelige Igel. Das ist ja Heinrich. Zu Ihren Diensten, mein Prinz. Meine Verehrung, Herr König. Also das geht mir alles irgendwie viel zu schnell, liebe Tochter. Gestern bist du nur eine aufmüpfige Göre und heute bist
Willst du schon? Und das auch noch gerade sofort. Spart dir Tränen für die Hochzeit, Vater. Jetzt lass mich doch zuerst einmal zum Ferdinand wohnen, um zu schauen, wie es dort ist und so. Und vielleicht gefällt es mir ja gar nicht. Du kennst mich ja. Prinz Ferdinand, verehrte Prinzessin, einsteigen bitte. Komm, Liebste. Ladies first. Meine Tochter. Entschuldigen Sie, Herr Fuchs, Herr Igel, aber jetzt muss ich hinten drauf mitfahren. Und unser Lohn? Ja, natürlich. Nur einen Moment. Mein Herr, weil die Detektiv-Eis doch so geholfen haben. Ja, wie denn? Jetzt machen, dass ihr vorkommt. Ja, aber wir haben doch noch unseren Lohn zu gut. Ja, unser Lohn. Kommen wir doch einfach nächste Woche einmal auf die Sonnenburg. Eigentlich hat es mich gestört als etwas anderes. Moment, das ist nicht wahr. So, jetzt verschwindet endlich. Und gefälligst für immer. Ja, wir gehen ja schon. Nächste Woche. Komm, Igel, komm, wir gehen. Komm. Ich komme ja schon, aber wir müssen doch pressieren. Der Igel ist aber schon ein bisschen herziger. Findest du nicht? Auf Wiedersehen, liebes Kind. Ciao, Vater. Ciao. Tschüss. Schau, lieber Schwiegerpapa, vielleicht ist sie ja schon gleich wieder da, wenn ich mich wieder in einen Frosch verwandle. Und versteh dich fertig. Ciao. Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, nicht der Wagen. Es ist ein Band von meinem Herz. Heinrich. Und jetzt kommt gerade noch eins, Herr. Aller guten Dinge sind 3 und dann ist's vorbei. Du Fuchs, weißt, magst du dich noch besinnen? Du hast doch, weißt, Was? Du hast doch gesagt, du willst mir eine Belohnung geben. Ja, für die Idee mit den Heldentat. Das hat aber nicht funktioniert, Igel. Ja, indirekt schon, weißt du. Und wo ist unser Lohn geblieben, hä? Alles wieder umsonst. Nein, ich will, es gibt etwas... Was denn? Deinen Hut anlegen. Hä? Ja, der steht dir doch gar nicht. Ich meine, weißt, wenn ich deinen Hut anhätte, dann könnte ich auch einmal den Chef spielen. Dein Kopf ist viel zu gross, Igel. Nur einen Tag lang, weißt du, nur zum Spaß. Du wirst ja lauter Löcher reinstechen. Also gut, von mir aus dann halt ohne Hut. Ja. Weißt, einfach mal so ein bisschen Chef sein, das würde mir... Für das müsstest du aber noch einen Haufen dazu lernen, mein Lieber. Ja. Igel, Igel. Ja, das sind 2 lustige, die Märchen-Detektiv Fuchs und Igel. Bock auf mehr solche Geschichten? Ab auf srfkids.ch oder geht den Podcast abonnieren, das ist am einfachsten. Die beiden die haben nämlich schon mehr Fälle gelöst, zum Beispiel der vom gestiefelten Kater oder vom Dornrösli. Lasst doch rein. Ich bin Anna Zöllig, sage Tschüss.